Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz nach dem 6:1, der 6:1 Demonstration bei Atalanta Bergamo. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, dann bitte hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Vielen lieben Dank dafür. Damit Abfahrt ist spät. Keine Zeit. Doppelcam. Vor dem Gegner sehr gewarnt, dieses Mann-gegen-Mann-Spiel über den ganzen Platz. Mit welcher Taktik haben Sie das heute geschafft? Also was war der Schlüssel taktisch, um hier so ein deutliches Ergebnis zu bekommen? Wir haben noch ein Rückspiel, also ich möchte gerne nicht... Bewegung war der Schlüssel in der ersten Halbzeit. Bewegung. Ja. Serge Gnabry, aber auch Nicolas Jackson, Michael Olise, Luis Diaz, selbst Pavlo, super viel Bewegung und immer wieder die Leute mitgenommen, mitgezogen. Ja, Upamecano, der in irgendwelche Räume vorgestoßen ist. Bewegung war der Schlüssel. Nicht alles erzählen, aber natürlich ist es... Ich glaube, für sehr, sehr viele Mannschaften ist das was ganz anderes und dann musst du viel umstellen. Aber wir sind das einigermaßen noch gewöhnt, weil diese Mannorientierung einfach, glaube ich, ein Teil ist, von was wir in unserer Taktik immer als Basis lösen wollen. Ich meine, jeder höhere Press am Ende hat ein bisschen Mannorientierung. Also es gibt keine einzige Mannschaft heute, die in ganz höher Press noch -1 auf die letzte Linie bleibt. Die gehen alle voll. Und ich glaube, dass wir deswegen auch sehr, sehr viel einfach immer arbeiten auf diese Vollpressing und die Lösungen da zu finden. Und wenn wir dann gegen Atalanta spielen, dann ist es nicht das erste Mal für uns. Es ist schon 18 Monate, dass wir das vorbereiten. Und deswegen das vielleicht für uns weniger ein Schock, gegen so eine andere Mannschaft zu spielen, als vielleicht für andere Mannschaften, die das nicht oft machen können. War das deutlich? Ja, ich versuche. Gleich daneben Christian Falk für die Sportbild, bitte. Glückwunsch zum 6:1-Sieg. Die Freude ist sicher groß, aber es war natürlich auch sehr, sehr bitter, wenn man jetzt gesehen hat, was mit Davis war, was jetzt mit Urbik war. Und bei Musiala schien ja auch etwas zu sein, er ging ja auch noch vom Platz. Könntest du uns da ein bisschen Update geben, was mit den Spielern ist? Ja, wir haben jetzt natürlich diese 3 Spiele, die... Ja, ich glaube, Fonsi und Jonas sind ganz deutlich natürlich verletzt. Bei Jamal weiß ich mich noch nicht so sicher, ob das länger dauert. Also ich würde nicht zu viel spekulieren. Ich glaube, das hat zu tun mit seiner Reintegration, was wir besprochen haben über was da passiert ist mit Fußgelenk, und das braucht seine Zeit. Er hat sehr gute Tage und hat manchmal Tage, wo es ein bisschen weniger ist, und deswegen sage ich, wir sind immer im Austausch. Aber ich mache mich eigentlich bei Jamal fast keine Sorgen. Ich glaube, irgendwann wird er wieder seine absolute beste Niveau haben, und bis dann müssen wir einfach immer schauen, was am besten ist für ihn. Ja. Positiv, er hat 90 Minuten gespielt, hat heute wieder getroffen, oder? Ja. Ja, heute wieder getroffen. Und wenn ein klein bisschen vielleicht was gespürt hat, dann ist es eigentlich nicht immer so schlimm. Das passiert manchmal. Ja, Jonas und Fonsi haben sie gesehen, also muss ich noch warten, was die Ergebnisse sagen. Ja, ja, bei Jonas, sie haben die Phase gesehen, also keine Ahnung, ich muss erst noch mal mit die Ärzten noch einmal ganz genau unterhalten. Wir bekommen die Informationen in die nächste Stunde oder so, weil die sind alle zur Untersuchung. Deswegen, ja. Okay, on the right side, ja, bitte. In Italian, please. Just a second. I was gonna say I will try, but... Buonasera mister, complimenti per la vittoria, Cosmo Michele per la Popolar Sport. Le chiedo, sul 6-0 c'è stata un'azione di contropiede dall'Atalanta nata da un calcio d'angolo a favore vostro e abbiamo visto tutta la squadra rincorrere a difendere appunto questo contropiede. È l'immagine più bella che si porta dietro, oltre al risultato ovviamente. Grazie.
Yeah. And but it's a big focus. I think, you know, it goes 3-0, 4-0, and the biggest danger is if the team thinks it's too easy and Atalanta scores 1 or 2 goals, 4-2, you have a home game. It's a big difference. So sometimes it's my role to remind the team that we have to continue until the end, never stop, continue, try scoring as well. Because, to be honest, our team is not just running back. Our team is also still trying to score. Even minute 90 when it's 6-0, that should be the idea. But I think a lot of it as well, I think the players know, so they protect this image, they protected themselves as well. But it's something I will show the players, and I always show them. And for me, it's the base, and then everything else, it's football. You can win, you can lose, you can have a good game, bad game. Ja, keine Ahnung, wir haben die Frage natürlich jetzt nicht gehört. Die Antwort ist gerade, wie er unser Spiel erklärt und dass wir immer weiter versuchen, Tore zu schießen. But that's the base. That has to be there every day. In training as well. Machen wir noch 2 Fragen bitte. Taufik Khalil für den Bayerischen Rundfunk. Wasser, herzlichen Glückwunsch zu dem großen Fußballabend. Mit Michael Olise und mit Joshua Kimmich fehlen nächste Woche im Rückspiel jetzt 2 wichtige Stützen ihrer Mannschaft. Aber so ganz unglücklich ist das auch nicht, oder? Wenn man jetzt das Ergebnis sieht, dass die dann dafür auf jeden Fall clean sind für ein Viertelfinale. Vielleicht. Ich muss noch mal schauen, was da die Situation ist. Alter, als wenn ihr das alles nicht wissen würdet, ey. Junge. Ey, nochmal, Maike seine Gelbe war ja völlig fein so, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum er da so schnell die gelbe Karte gesehen hat bei der Ecke jetzt. Also, das ist ja gang und gäbe. Ich meine, es stand 6-0, Alter. Da muss er nicht irgendeinen Hermann machen, wenn er sich da mal 10 Sekunden Zeit lässt. Kimmich war natürlich schon sehr, sehr wild, Alter. Sehr, sehr wild, ja. Also, da hast du schon klar gesehen, dass das Absicht war, dass er da die gelbe Karte haben wollte. Also, kann froh sein, dass der Gegenspieler von Atalanta die Schnauze voll hatte und dann zu ihm gelaufen ist und den Ball ihn an den Fuß geschossen hat. Ansonsten hätte er wahrscheinlich noch 10 Sekunden da gestanden und wäre super peinlich gewesen und hätte keine gelbe Karte gekriegt, Alter. Wild. Ich bin gespannt, ob das ein Nachspiel hat. Ich habe es schon im anderen Video gesagt. Ja, es gab da damals bei Ramos ein Nachspiel, dass er trotzdem dann ein Spiel noch mehr gesperrt wurde von der UEFA. Mal abwarten. Gibt Schlimmeres. Ja, wahrscheinlich. Naja, dann müssen wir das mit den anderen Jungs machen. Und wir haben die Konkurrenz und es ist auch eine super Möglichkeit für die anderen Jungs zu zeigen, dass die vielleicht auch in der nächsten Runde eine Chance haben. Aber wir werden das nutzen auf jeden Fall. Vini verkneift Okay, the last one on the left side, please, yeah. Vincent, Hey. James Horncastle from The Athletic. Can I ask a question in English? Easy. Yeah. Can I ask you about the progress that Michael Olise has made in the last 18 months under your management? Thank you. Ich weiß gar nicht, ist es so viel Progress bei Michael Olise? Ich meine, der kam zu uns und hat geliefert. So, ja. Natürlich hat er noch selbst gemacht, so, ja, keine Frage, aber der kam halt schon mit viel Qualität, ne? Das gehört auch zur Wahrheit. Yeah, I don't think it's just my management. It was he started off the trajectory I know of him was at Crystal Palace with Patrick Vieira, so I give credit to him. Oliver Glasner afterwards, and then he arrived with a mentality that gives him a chance to be one of the best players in the world. He's very detailed in the work he does, and I've said it before. Of working with top talents. I don't want to compare the players because they are not the same players at all, but the mentality when I played with Kevin De Bruyne, I was lucky to watch him come through as a young player and see him become a superstar, a world star, and I saw the whole process, and it is that obsession for detail, and Michael has that. It's not enough, so I think we have to push him to do more. But he's on a very, very good trajectory, and it's a pleasure to witness it.
Okay, vielen Dank, Winnie. Danke euch. Thanks. Schönen Abend noch. Bye, bye. Ciao. Ja, dass Michael auf dem Weg ist zum absoluten Topstar, Megastar ist, denke ich, sieht man. Ne? Sieht man in eigentlich jedem Spiel. Let's go, Michael. Let's go. Leute, rot-weiße Grüße. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.